wieso wir eigentlich da sind, damit auch die Leute rundherum verstehen, wieso wir heute da uns versammeln. Vor mehr als 472 Tagen hat der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed mit der Unterstützung des Diktators Isaias Afwerki Krieg gegen die Region Tigray erklärt. Seitdem ist Tigray vom Rest der Welt isoliert und hat keinen Zugang zu humanitärer Hilfe. Es ist längst klar geworden, dass sich dieser Krieg nicht gegen die TPLF, die Regierung von Tigray, richtet, sondern dieser Krieg richtet sich gegen Tigray als Provinz, gegen unser Volk, gegen unschuldige Bauern, Mütter und auch Kinder. Vergewaltigung, Hunger, Massaker und Drohnenangriffe. Die Menschen in Tigray erleiden so viel Schmerz und Hass. Immer und immer wieder. Doch die Welt ignoriert das. Äthiopierinnen und Äthiopier demütigen uns im Internet. Sie machen sich über hungernde Kinder aus Tigray im Internet lustig. Wie kommt es dazu? Wie können Menschen so sehr hassen? Wir fragen uns, welche Ideologie verfolgen eigentlich Hilfsorganisationen wie die UN oder African Union? Wieso wird ein Kriegskämpfer wie Abiy Ahmed nach Brüssel eingeladen? Wie oft noch wollen Sie den Satz äußern, we are concerned? Ich glaube das nicht mehr. Sie haben versagt. Ein Genozid findet seit mehr als einem Jahr statt in einem Land, welches die Menschenrechtsabkommense unterschrieben hat. Wir möchten, dass sich die internationalen Organisationen an die Seite des Volkes von Tigray stellen. Und wir fordern keine Drohnenauslieferungen an Äthiopien, Sicherheit für die Tegarus, die im Sudan und in Saudi-Arabien sind. Wir wünschen einen sofortigen Rückzug der eritreischen und Amhara-Militia, einen uneingeschränkten humanitären Zugang zu Tigray muss gewährleistet werden. Die Menschen in Tigray brauchen Wasser, Strom, Brennstoff und eben medizinische Versorgung. Die Wiederherstellung aller Kommunikationsmittel ist sehr wichtig, denn wir haben seit bald 2 Jahren keinen Kontakt zu unseren Familien und Angehörigen in Tigray. Und wir, die Menschen hier in der Diaspora,